Hallo zusammen und herzlich willkommen beim allerersten Game, wo ich bei Modern Warfare 3 gezockt habe. Da ist natürlich der Cletus von Crown Crew und steigen wir doch gerade mal ein, würde ich sagen. Ihr seht, die Map ist Seatown, so ein bisschen orientalisch angehaucht und ja, bis auf die Standardklasse kann man nichts auswählen. Der Aufklärer ist definitiv mein Freund mit der UMP und man ist durch die Aufklärungsextra auch ziemlich gut beschützt. Die Empfindlichkeit war gerade mal sehr tief gewesen, testweise auf 6. Ja, wobei 6 ist auch fast schon abkassiert worden, gibt's ja nicht. Hey, nein, also Quickscope funktioniert wieder ausgezeichnet, jawohl. Und ich muss hier glaube ich mal ein bisschen runter. 4 scheint besser zu sein. 4 ist dann auch eigentlich die Einstellung, wo ich drauf werde zocken über längere Zeit. Darum, das hat sich definitiv bewährt und hier gerade mein erster Kill. Wunderschön. Jetzt hier links ist das runde Gebäude, wo man durch kann. Dann kann man rechts rauf zu den Häusern über die Rampe oder über die Stegen ab. Auf die Strasse. Geradeaus hier ging es zum C und rechts gibt es immer wieder so Eingänge in die Gässli hier. Jetzt sehe ich, da hockt einer. Jawohl. Ein kleiner Lag gewesen, aber den habe ich schön verwünscht. Und das C ist an und... Wow. Geht mal der erste Doppelt reingehabt, das ist natürlich auch nicht schlecht. Der hat auch noch etwas bekommen. Und dann hat Johnny auch noch. Geil, wie sie reinlaufen. Jetzt sind sie aber alle hinten dran. Ihr seht, Tactical am Start, ganz geil. Und da, oh yes. Doch gewusst, dass der Penner irgendwo da in der Nähe ist. Also, jetzt seht ihr. Also, was seht ihr jetzt? Einer ist hinter mir. Genau. Hey, nein, wie scheiße schießt der Typ. Ja gut, wie scheiße schießt der? Oh nein. Das sieht mir gut. Da habe ich schon Vorrat, wo ich da kommen kann. Da ist wieder so ein Speisel. Oh shit. Falschen Moment nachgeladen. Ja. Das Waffenfeeling noch nicht ganz so drin gehabt. Ist der Penner immer noch da, aber das Mal hat er es zurückbekommen und ihr seht, schon gerade aufs erste Level aufgestiegen. Ist also sehr schnell erreicht natürlich, hoffentlich auch. Und nebst diesen aufgeregten Hühnern bin ich natürlich auch ein bisschen nervös, weil ich eigentlich keinen Plan habe, wo es da so durchgeht. Hier kurz probiert, Commando-Knife-Kills zu machen, aber das funktioniert glücklicherweise nicht. Und zieht nach seinen rechts, habt ihr es vielleicht gesehen, das dritte extra Todesstille, damit man die Schritte nicht hört. Das wird erst sehr spät im Game freigeschaltet. Also es ist bei der Standardklasse wieder so gemacht wie früher, dass man eigentlich Extras, die man erst relativ spät bekommt, schon mal ein bisschen ausprobieren kann. So, jetzt sehen wir mal gesichert. Die Position ist nicht schlecht, weil direkt hinter dem Lastwagen wird man schnell getroffen. Jetzt hier jetzt nochmal richtig gelegt. Am Anfang ist es eben noch nicht ganz so sauber gelaufen. Und etwas, was mich richtig aufregt, ist, egal wie fest dass ein Gegner anschießt, es gibt nur einen 10er Assist. Und ich meine, hallo? Schon in Black Ops haben sie es ja herbekommen, dass man abhängig vom Schaden, den man gemacht hat, Punkte bekommen. Darum finde ich das da also ganz schäbig. Was aber weniger schäbig ist die Tatsache, dass man mit Hardliner Pro für 2 Assists einen Kill bekommt. Und das kann natürlich extrem hilfreich sein, weil stellt euch mal vor, man schmeißt einfach einen Haken rein. Das ist ein AC-130 AC-130, mein erstes verfickte Care Package. Und es ist gerade so eine Bombe-Killstreak drin. Jetzt hier kurz zu meiner Verteidigung. Mit dem Teil schon ewig nicht mehr gespielt. Darum stellt es sich hier nicht ganz so einfach aus, einen Kill abzukassieren.
Weiter ist es nicht ganz klar ersichtlich, ob jetzt Gegner sichtbar sind oder in einem Gebäude sind, und von dem her, ja, einfach mal ein bisschen rumprobieren in Kombination mit dem schrecklichen Lag. Ist es hier nicht wirklich ein Vergnügen. Wenigstens der Charlie probiert zu saven hier. Jawohl, und sogar noch Verteidiger rausgehabt, das war der erste Kill gewesen. Und ist auch gerade der letzte geblieben. Hey, nein. Gut, immerhin mal die Karte aus der Luft können begutachten. Da noch schnell einer, der ein bisschen ahnungslos unterwegs war. Und jetzt müsst ihr schauen. Und seht ihr auf Minimap, dass das rote Viereckli, das ist eben so ein Panzerli, das man dann selber steuern kann. Und von dem wollte ich flüchten. Und der ist eigentlich schon noch ziemlich stark. Ja, hat euch gefallen, hoffentlich. Das erste Gameplay. Es werden noch viel weitere kommen. Abonnieren nicht vergessen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und ein paar Tipps und Tricks zu bekommen. Merci vielmals und schönen zusammen.